Also nicht Recht von den Franzosen, den Lützeburger, den weißen Männer oder den Reichen, mehr Recht von allen Menschen. Du steht dran, pardon, Gleichheit an Universalität. Alle Menschen sind gleich, steht dran, und dieselbe Rechte, und zwar immer, an überall. Das nennen wir Universalität. Wenn also Wohnen ein Menschenrecht ist, dann hier steht, all Mensch, überall, hat das Recht auf eine Wohnung. Für zweit, Betonung auf Recht. Wohnung ist also nicht eine Frage von Chance oder von der Barmherzigkeit, mehr das Recht. Ein Recht muss am Prinzip niedergeschrieben gehen. Also es muss eine Instanz gehen, bei der ich das Recht dann auch kann ukloen. Sonst ist es kennt. Das gilt am Prinzip auch für Menschenrechte. Froh beim Wohnen ist also, ob es als eine zwingend rechtliche Norm festgeschrieben ist, dass den das Recht tut, aber wo ich kann kloen, wenn das Recht nicht angehalten wird. Ohne das denkt man den schönen Spruch vom Menschenrecht nicht viel bis gar nicht. Eigentlich müssten dafür Menschenrechte, also auch Recht auf Wohnung, an der Verfassung von einem Land angeschrieben gehen, und nicht eine Prozedur vorgesehen sind, für sie anzuklonen. Pardon. Also wie erst zu Lützeburg mit dem Recht auf Wohnung an dieser Verfassung, also mal erstens an der aktuellen Lützeburger Verfassung, die noch immer greift, das gibt den droit au Logement überhaupt nicht, da steht nichts drüber. An dem Projekt von einer neuen Verfassung, die von der Majorität bis so ausgeschafft gehen soll an öffentliche Diskussion kommen, da steht ein droit au Logement zwar dran, aber am Fungel nicht als droit, mais steht dran in dem Kapitel des Objectifs à valeur constitutionnelle, und daneben stehen entsprechenden Artikel, l'État veille à ce que toute personne puisse vivre dignement et disposer d'un logement approprié. Objectif à valeur constitutionnelle, Objektiv, das ist noch immer kein Grundrecht. An l'État veille, das ist noch immer keine Verpflichtung vom Staat, für das Recht angehalten wird. An der Verfassungsproposition von der Link steht den droit au Logement unter den droits fondamentaux gleichwertig mit all den anderen fundamentalen Rechten. Den droit au Logement wer garantiert, und da gehört es zur Verpflichtung vom Staat, steht da an diesem Artikel dafür zu sorgen, dass das Grundrecht für jeden regelt. Und nicht egal, wie eine Wohnung, mit eine, die wirklich bewürdigt leben, erlaubt, ein Logement approprié à ses besoins. Weil effektiv, das Recht auf Wohnen, das muss mehr heischen wie früher, wenn an ein Dach über dem Kopf. Weil unter Wohnungsfroh hängen eine ganze Reihe von anderen Fragen, die mit Dignität und Gleichheit zusammenhängen. Zum Beispiel die Entwicklungschancen von den Kindern, genug an ordentlich Platz für zu leben, soziale Unerkennung, soziale Segregation und so weiter. Kann ein Menschenrecht ein Wohlsinn? Das Wohnungen eng Wohlsinn, das steht ja wohl außer Zweifel. Es gibt Wohnungsmarkt, wo Wohnungen gekauft und verkauft, haben sie auch getauscht gehen, zu einem Preis, entweder als Preis von einer Eigenwohnung oder in Form von einem Loyer, den ich einem anderen Eigentümer bezahle. Nur der klassischen Ökonomie hängt der Wert, den Tauschwert, der Wert am Markt von einer Wohnung auf, von der Arbeitszeit, die drasticht. Der Preis oder der Loyer von einer Wohnung beruht also nach dem Prinzip auch mal für dich, ob dem Arbeitsquantum für sie herzustellen. Aber natürlich, wie bald bei all Wohl, hängt der Preis auch auf von dem Verhältnis zwischen Offer und Demand.
Und du kann der Marktpreis erheblich ändert oder iwwer dem realen Wert leiien, der reale Wert, die vom Arbeitsquantum hier kennt. Also an dem Moos wird nur froh méi groß als wie Doffer, steigt auch der Preis oder der Loyer. Und da das Manifestement zu Lützeburg ja der Fall. Aber du stellst dich ja dann auf rein grundsätzlich froh, kann ein Mënschrecht so als Wur gehandelt, kauft oder verkauft gehen? Und da komme ich zurück, ob die zwei grundsätzlich ausspricht, die sich am Begriff Mënschrecht in der Strach und den erste war der von der Gleichheit. Beim Wunnen geht das Teschen, das sieht vom Mensch dasselbe Recht auf Wunnen hat. Das ist natürlich nicht der Fall, vom Wunnen eng Wur ist. Weil ob ich mal eng Wur leisten kann, hängt von meinem Moyen, meinem Akkommes oder Vermögen auf. Und da wäre also kein Wunder, dass gerade am Bereich von den Wohnungen enorm sozial Ungleichheiten festzustellen sind. Den zweiten Ausspruch war der vom Recht. Und da stoßen wir auf denselben Widerspruch. Am Bereich vom Wuremarkt und ich natürlich keine Garantie, keine rechtliche Garantie, dass ein Wur für mich zugänglich ist. Die rechtliche Garantie habe ich nicht, so lange wie wir uns am Wurebereich befinden. Also Bilanz, Wohnen als Menschenrecht und Wohnen als Wur sind eigentlich nicht vereinbar. Der muss mich entschuldigen. Nee, der muss nicht. Ich froh just. Es könnte durch das Funktionament vom Markt nach einem perversen Effekt dabei. Wenn, wie gesagt, der Markt mehr groß ist wie Doffer, da steigt der Preis respektive der Loyer. Und das ist Kraft gesagt, dass die Wohnungsnot mehr groß ist, dass die Preise mehr steigen, dass die Wohnungsnot mehr groß wird und so weiter, ein Teufelskreis. Das wäre, Wohnen kein Wur wäre. Das geht bedeuten, Wohnen als ein Bien public, den aus den Mechanismen vom Markt herausgeholt ist, so wie sich das für ein Menschenrecht gehören. Die Alternative zu Wur am Markt wäre also ein Bien public oder Bien commun, ein öffentliches Gut, ob das dann tatsächlich für Menschenrecht hat. Das entspricht natürlich nicht dem neoliberalen Zeitgeist, wo alles soll über den Markt geregelt gehen. Dafür sind an den letzten Jahren an unseren Nachbarländern massiv öffentlich Wohnungen privatisiert gehen. Da gehen sie heinz so renoviert, dass die daran gewohnt haben, sie sich nicht mehr leisten können, weil entsprechend der Loyer klimmt. Zu Lützeburg ist es bislang noch nicht zu so massiven Privatisierungen von öffentlichen, hauptsächlich öffentlichen Mietwohnungen kommen. Wir müssen aber auch wissen, dass zu Lützeburg den Anteil von öffentlichen Wohnungen deutlich mehr niedrig ist oder war, jedenfalls, wie in anderen Ländern. Immerhin, kommunal oder staatlich oder parastaatlich Sozialwohnungen wie die vom Fonds de Logement sind Usatz Errichtung von Wohnungen als nicht Wur, mehr Bien public. Sie gehören nicht privaten Immobilienbesitzer, nicht profitorientierten Investisseuren. Der Loyer wird nicht bestimmt durch den Markt, wie zum Beispiel durch Einkommen vom Lokatär. Wie das bei, wenn sie ordentlich gefordert gehen, kommunale Sozialwohnungen nicht der Fall sind. Das ist der Wert von den Grundstecker. Wir haben bislang für allem von gebauten Häusern oder Appartementen geschwärzt, aber wie steht es mit dem Terrain, auf dem sie gebaut sind oder sollen gebaut gehen? An den gebauten Wohnungen sticht Arbeit ob Manst, von auch oft von denen, die sich selber kein können leisten. Oder klassische Ökonomie, wie du weißt, ob der Arbeit, die draufsticht. Auch wenn der Preis durch
Verhältnis von Demand an Offer kann stark manipuliert gehen. Wie steht es mit dem Boden, auf dem Wohnungen stehen? Am plakische Boden selber stecht ja kein Arbeit. Am plakische Boden. Strikt geholt müssen den also frohen, ob überhaupt so ein Boden einen Wert hat am klassischen Sinn. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist der Preis von dem Boden lediglich ein Marktpreis, der beruht auf der Spekulation mit dem Verhältnis zwischen Offer und Demand. Und da verdingen sich da verschiedene Leute ein Güllenues tun. Mit der Manipulation von dem Missverhältnis zwischen Offer und Demand. Übrigens, die Güllenues, die bezahlen wir alle guten Matt oder guten Teil davon. Weil nicht nur, wenn wir eine Wohnung kaufen oder lohnen, bezahlen wir den Preis von dem Terramat. Auch bei allen anderen, wo der Preis vom Terrain, den der Fabrikant oder der Kommerzant bezahlt, notgedrungenerweise an den Verkaufspreis für seine Waren wird angerechnet wird. Vereinfacht gesagt, wir bezahlen alle guten Bodenrente von den Immobilienbesitzern mit. Immobilien als Finanzprodukt. Also Kapitalismus war noch immer Finanzkapitalismus. Das ist also insofern nicht komplett neu. Kapitalismus war noch immer ausgerichtet auf finanzielle Konzentration. Aber mit der neoliberalen Deregulierung ist die Tendenz enorm verstärkt gewesen. Heute könnte es immer mehr nimmen auf die finanzielle Rendite tun. Und damit geht alles potenziell zu einem Finanzprodukt, das heißt zu einer Investition, aus der für allem eine hohe Rendite muss herausgeschlagen werden. Das gilt für industrielle Produktion oder Dienstleistungen. Das gilt aber auch immer mehr für den privatisierten öffentlichen Sektor, für den Transport, Kliniken, Pflegeheime, privatisierte Schulen. Alles kann so zu Finanzprodukten gehen. Und das gilt eben auch für Immobilien, sowohl der Boden wie die Häuser. Und da agieren dann auf dem Markt alle möglichen Investisseuren, Investitionsfonds, wo Kapital gelagert ist, das finanziell Rendite wird, für sich zu vergrößern. An der Regel übrigens auch gepusht von Steuerermäßigung und Steuerdumping, wie zum Beispiel die berühmten Spezialfonds noch zu Lützeburg. Besonders pervers als die Logik von den privaten Pensionsfonds. Weil die öffentlichen Versicherungen auf vorgestellt oder aufgebaut gehen, geht Leute gelackelt, sich bei privaten Fonds hier Rent aufsichern zu lassen. Du könntest natürlich auch ob die Rendite tun. Weil du mehr Rendite reißt, weil ich um manches Gefühl und mehr aufgesichert zu sein. Wenn du matt mischt, dreht also dazu bei, dass auch um Immobilienmarkt, weil du investieren die dran, möglichst Profite herausgeschlagen gehen. Und das heißt, dass Preise allweil möglichst hoch sind. Wenn sich also du versichert, ich schwätze von kleinen Leuten, wenn sich du versichert, schneidet sich womöglich an diesem Fleisch. Renditen um Immobilienmarkt sind heute an der Regel mehr hoch wie bei anderen Anlagen, mehr hoch wie an der produktiven Ökonomie und natürlich mehr hoch wie Zinsen auf meinem Sparbuch. Die unmöglich überdurchschnittlich Renditen auf dem Markt gehen aufgeschafft vom produzierten Reichtum auf Kosten von anderen Aktivitäten, aber vor allem auf Kosten von der sozialen Gleichheit. Der französische Ökonomist Thomas Piketty hat als seinen Analysen zur sozialen Ungleichheit des These vertrat und auch empirisch belegt. Wenn die Rendite an einem Sektor mehr groß ist wie den allgemeinen Wachstum, in der Wachstum verstehen wir nur den klassischen Wachstum, Bruttoinlandsprodukt, so wie das zu Lützeburg auch normalerweise gemengt ist. Wenn also die Rendite an einem Sektor mehr groß ist wie den allgemeinen Wachstum, dann heißt das, dass du ein Teil
vom produzierten Reichtum von dem Sektor mit der überdurchschnittlich höheren Rendite akkapariert wird, das heißt aufgeschäft wird, das heißt, dass auf der Seite Konzentration vom Reichtum wiest, dass Sozialungleichheit also nicht groß wird. Du hast eine Annonce aus einer lützeburgischer Publikation für Investitionen an Immobilien. Luxembourg, un marché attraktif. Und dann 3% Croissance du marché und 7% Rendement annuel. 7% Rendite bei einem Wachstum von 3%. Ein Dram. Ein Dram. Sterrenplatz an der Stadt, der Bande Gasbericht, an der Stahlproduzent als Immobiliengesellschaft, das sind Musterbeispiele für die Entwicklung. Eine moderne Alchemie, aus Boden Geld machen. Übrigens auch eine beliebte Methode, Geld aus kriminellen Aktivitäten weiß zu waschen. Als Grundeigentum nicht auch ein Menschenrecht. Ein Fundamentalrecht. Tatsächlich steht an der französischen Deklaration des droits de l'homme et du citoyen von 1789 auch Eigentum als Grundrecht. An dieser Verfassung übrigens auch die Lo besteht, ohne Einschränkung. Und das Recht auf Eigentum, was über verschiedenen Texten steht, das wird bis heute benutzt für all Sozialungleichheiten, all skandalöse Akkumulation von Reichtum zu rechtfertigen. Eigentum ist hellisch. Und dafür darf es nicht an der Frot gehen. Bald nie wird gefragt, woher das Eigentum eigentlich herkommt. Wen hast du vielleicht direkt oder indirekt expropriiert gehen? Aus wem singem Schweiß am Blut aus das Eigentum gequetscht gehen? Aber was für eine Konsequenz nur die Konzentration von dem Eigentum, also auch im Grundgesetz für Demokratie. Es sind so Frauen, die aber auch immer dazu gefordert haben, das Eigentumsrecht auf Frage zu stellen. Sogar die ersten Liberalphilosophen aus der bürgerlichen Neuzeit haben gesagt, Eigentum wäre legitim, weil, wann es auf eigener Arbeit beruht. Jean-Jacques Rousseau war von den Vierdenker von der bürgerlichen Revolution, den als nach den Fels kulturiert wird. Er gesagt hat, das als meint, wird viel Unheil gestiftet. Aber wenn also da ein hingegangen wäre und hat Peil rausgerappt und hat die Leute gesagt, gelebt nicht, dann hat den der Menschheit viel Verbrechen, Krieg und Not erspurt. Der sieht verloren, liest er da. Der sieht verloren. Wenn der vergisst, si vous oubliez, du hast einen Tippfehler, wenn der vergisst, nicht publier, oublier, si vous oubliez, dass Früchten alle Leute gehören und dass der Boden keinem gehört. Und diese guten deutschen SPD-Politiker Hans-Jochen Vogel, der für kurzem gestorben ist, früheren Bürgermeister von München, sicher nicht vom linken Flügel von der SPD, und nach kurz vor seinem Tod geschrieben, Grundeigentum wäre eben nicht ein Wur wie ein einer, es darf nicht dem Markt und noch nicht der Entscheidung vom Einzelnen über losgehen. Wenn es um die Eigentumsfrage geht, machen die dick Eigentümer
an ihr politisch Vertreter de klenge Leiit och oft Angst lo kriechen se het Reischen an ihre Gärtchen bewäsch geholt. Das auch zu Lützeburg los, so wann den froh vun Expropriation geht. Dafür will ich aufschließen mit einem Plakat vom Klaus Steck, deutschen Grafiker, den Gemälde dann abgehangen wird während einem Wahlkampf an Deutschland, wo CDU, der SPD, was ja auch damals keine Revolutionärpartei nach war, vorgeworfen wird, sie geben Freiheit an Eigentum aufschaffen. Darüber antwortete Steck ironisch Datei, Deutsch-Arbeiter. Das SPD will ich WLAN am Tessin verschwinden. Eigentlich noch aktuell oder nicht. Merci.